wunderschönen Saal im Satori bei den kleinen Erdmännchen 3x11 Jahre. Es hat im Laufe der 33 Jahre viele erste Vorsitzende gegeben, viele Präsidenten, viele, die Mitglied waren, die nicht mehr dabei sind. Aber heute bin ich da und das macht mich sehr stolz, es sagen zu können, wir haben ein fast ausverkauftes Haus und wir haben ein hervorragendes Programm, unser tolles Jubiläumsprogramm, 33 Jahre kleine Erdmännchen. Das heißt, gerade wenn so ein Jubiläum ist, es wird Danke gesagt. Wir sagen vielen Danke an viele Personen heute Abend. Aber erst einmal, meine Damen und Herren, erstmal Dankeschön an dieses Publikum, die auch beim 11.11. da gewesen sind. Dankeschön und auch Dankeschön, dass Sie heute hier sind, weil mit dieser Eintrittskarte haben Sie in diesem Moment schon gespendet. Dankeschön. Und ich habe draußen eben im Foyer einige Leute bekannt gemacht worden und haben gesagt, die sind zum ersten Mal da, damit sie wissen, also die kleinen Erdmännchen, Kölsche für Kölsche. Wir sammeln Geld bei 2 Veranstaltungen, primär einmal den 11.11. und einmal diese Sitzung hier. Und mit diesem Geld wird dann Kölsche Institutionen unterstützt. Vor das Jahr 2014 haben wir das getan, bei 28 Institutionen mit einer Summe von 44.000 Euro. Ja, was machen wir? Ich sage nur zum einen Beispiel, was mir auch immer sehr am Herzen lag. Wir haben ein kleines Kind gehabt, 12 Jahre, unverschuldet, einen ganz schweren Autounfall, unverschuldet, wie gesagt, Querschnittsgelähmt bis zum Hals. Alles wurde bezahlt von der Krankenkasse und ich weiß nicht was alles, aber es fehlte eins. Dem Mädchen fehlte eins und zwar, sie liest gerne. Ihr fehlte ein Blasebalg, damit sie mit dem Mund, anders geht es nicht, mit dem Mund die nächste Seite ihres Buches umschlagen kann. Die Verwandtschaft und die Nachbarn haben 800 Euro zusammengetan, es fehlten aber immer noch 1.800 Euro und diese 1.800 Euro, meine Damen und Herren, haben die Erdmännchen dabei getan. Dafür sind wir heute Abend hier, um solche Sachen zu verwirklichen. So, man sagt dann immer so, da muss man hingehen, da muss man spenden. Ja, okay, gut, spenden, alles schön gut, aber wir wissen ja selber, der Euro ist leider nicht mehr die D-Mark, aber wenn so mal ein Tisch jeder 5 Euro gibt, das sind 10 Mann, haben wir 50 Euro, braucht keine große Summe sein, aber wie gesagt, so kommt vielleicht in kleinen Sachen was Schönes zusammen. Trotzdem, wir sagen erstmal Dankeschön, dass ihr hier seid und vielen Dank, dass heute diese Veranstaltung mit einem wunderbaren, tollen Publikum heute hier starten können. Ich bin ganz stolz darauf. Dankeschön. Wir haben ein Jubiläumsprogramm zusammengestellt und ich darf Ihnen jetzt nun gute Unterhaltung wünschen. Gleich kommt der Elferrat mit unserer Sitzungspräsidentin, unser lieber Bärchen. Und ich sage jetzt nun gute Unterhaltung, viel Vergnügen, lass es rumgehen bei dieser Erdmännchen-Familie. Bis gleich, kommen gleich wieder, wenn die Ehrungen sind. Also viel Spaß!
ich schalte vielleicht ganz kurz die Pultleuchten aus, denn es wird ganz, ganz kuschelig hier. Und es wird ganz, ganz dunkel und dunkler und dunkler und dunkler und dunkler. Sehr schön, der Spot geht auch so langsam aus und ich gehe sozusagen hinter die Kulissen. Und wenn es dann ganz dunkel ist, also wirklich kein Lichtchen mehr an ist, hier vorne haben wir noch so ein kleines Lichtchen und das geht auch gleich aus, glaube ich. Jetzt ist es schon sehr, sehr schön kuschelig. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir direkt weiter im Programm und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Auf geht's!
Wir versuchen in jedem Jahr so viel Geld wie möglich zusammenzubekommen und 30.000, 35.000 im Jahr sind es immer. Dieses Jahr wollen wir die Schallgrenze von 50.000 Euro erreichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass wir das schaffen und wir tun alles dafür. Und wir wünschen Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend im Kreise der Erdmännchen-Familie. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich berieseln von unserem wundervollen Programm. Viel Spaß für Ihre Erdmännchen. So, wir wollen direkt starten mit einem Trio. Aber durch den Namen eigentlich schon für Qualität, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil dieses Trio Musikgeschichte mitgeschrieben hat im Kölner Karneval über 30 Jahre. Sie haben sich etwas unorientiert, 2 neue Leute dazugekommen, aber sie sind genauso toll wie vorher. Herrliche Lieder, wundervolle Texte, tolle Parodien. Ich darf Ihnen viel Spaß wünschen. Feiern Sie mit ihnen. Hier sind die 3 Colonias. Bedanken sich auf das Herzlichste. Ist für die Einladung, ist für uns eine große Ehre zum Jubiläum der Erdmännchen für diesen wohltätigen Zweck heute Abend bei euch sein zu dürfen und wir haben ihn mitgebracht. Wir haben ihn mitgebracht, man nennt ihn den kleinsten Präsidenten aus Köln und hier ist er für euch im Satori, unser Herr Präsident! Das ist unser diesjähriges Motto. Aber wenn wir da ehrlich sein, mit dem Internet, mit dem Twitter und mit dem Facebook, Markus, hier in Köln, brauchen wir das ja eigentlich ja nicht. Ja? Stellt man sich zum Beispiel an einem Samstagnachmittag mal in Köln auf die Domplatte und schaut um sich, da sieht man Menschen aus aller Herren Länder. Die kommen aus überall her, die kommen zum Beispiel aus Südeuropa, die kommen aus Lateinamerika. Ja, und aus Afrika kommen die Jungen.
Menschen vermischt. Man kann eine Sitzung organisieren und wenn sie fantastisch ist, dann hätten wir Höhner auf Heuer Blackfuss, Guido Kanz und Blöchkopf. Aber wenn sie einfach ganz, ganz toll sind soll, dann darf Einzifäde, denn das ist der Höhepunkt einer jeder Sitzung, das Kölner Dreigestirn. Und was passt besser dazu, die Jungs heute hier zu haben, wo wir auch für einen guten Zweck was tun. Gestern bei der Halbzeit ihrer Regentschaft haben sie den Pfarrer Meurer 150.000 Euro zu treuen Händen gegeben. Dann haben die Junge zusammen gesammelt in der letzten Woche. Vielen, vielen Dank und ein riesen Applaus an unser Kölner Dreigestirn. Und auf der Proklamation finde ich schon toll ein kölsches Programm, ein kölsches Dreigestirn. Und die Jungs kommen aus einer kleineren Gesellschaft, rechtsrheinisch Flittacher KG. Und man merkt da doch einfach im Umgang mit den Leuten, sie sind einfach volksnah, sie sind zu jedem nett, sie lassen mit jedem ein Foto machen, ich habe das ein paar Mal erleben dürfen. Keine Frage ist ihnen zu viel und dann sehe ich ähnlich, dass sie sehr bodenständig sind und die Lütscher, ob arm oder reich, nicht vergessen. Nur so ist man erfolgreich als Dreigestirn, nur so kann man sich bombig verkaufen. Vielen, vielen Dank, das Kölner Dreigestirn. Dass eine kleinere KG, eine kleine Gesellschaft, ein Dreigestirn stellen darf. Das zeigt allerdings auch, dass das Festkomitee an der Basis des Kölner Karnevals ist, dass auch die kleinere Gesellschaft eine Chance geben. Und wenn man ihnen eine Chance gibt, dann wird so etwas Fantastisches aus. Ist das nicht toll? Ich darf Ihnen herzlich vorstellen, Prinz Holger I. Holger Gersch.
ist das nicht toll? Zwei junge Damen mit außergewöhnlich tollen Stimmen, mit wunderschönen Liedern und diese Hommage an unsere Heimatstadt Köln. Einfach nur fantastisch. Sind die Mädels nicht toll, meine sehr verehrten Damen und Herren? Sagen vielen, vielen Dank. Please applaus the Dome Ezio. Bitteschön. So, ich komme dazwischen. Komm mal in die zwei. Also, so sieht das aus. Wir haben gedacht bei den Erdmännchen, es muss einmal gedankt werden, wie ich schon gesagt habe. Das ist das goldene Erdmännchen für eine Frau. Marie-Louise Nikuta, wenn wir gesagt haben, wir brauchen Hilfe. Und die Künstler, die alle hier auftreten oder in der letzten Zeit aufgetreten sind, immer kostenlos, meine Damen und Herren. Dafür haben wir gesagt, ein Dankeschön an die liebe Marie-Louise Nikuta. Und wir nehmen das zurzeit jetzt gerade auf. Das wird Ihnen dann morgen vorgespielt. Also, das goldene Erdmännchen für Marie-Louise Nikuta 2015. Liebe Marie-Louise, und das ist ein Applaus von unserem wunderbaren Publikum hier in Satori. Ich darf mich auch bedanken in der Zusammenarbeit mit Herrn Kappes. Hüller Kappes haben wir das wunderbar toll entworfen. Von Ewald, vielen, vielen Dank. Auf unsere Ordenträger und auf unser Preisträger ein Eimer. Köln! Marie-Louise Nikuta! Goldene Erdmännchen! Wunderbar, weiter geht's. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie unsere Bürgermeister der Stadt Köln, Elfi Schulenberges, Hans-Werner Bartsch, Lukas Heine und Andreas Holter. Ja, unser Oberbürgermeister lässt sich entschuldigen. Also es war bis heute Morgen um 9 Uhr wäre er noch da. Also da ging es irgendwie wieder daneben, aber es ist nicht so schlimm. Die liebe Elfi übernimmt den Check automatisch mit, das kriegen wir schon hin. Das, meine Damen und Herren, sind unsere Bürgermeister der Stadt Köln. Ich darf einmal betonen, diese nette Dame, ein Erdmännchenmitglied, unser Elfi Schulenberges, unser Hans-Werner Bartsch, ein Erdmännchenmitglied. Schön, dass er da ist. Und die anderen, die kriegen wir irgendwie noch auf die Reihe. Das sind Sie. Ein dicken Applaus. Ich sage erstmal schon mal Dankeschön für die tolle Unterstützung. Mit euch werden die Institutionen ausgesucht. Das sagen wir schon mal von Herzen. Dankeschön. So, wir haben das so aufgeteilt. Für den Oberbürgermeister haben wir einen Scheck über 3.000 Euro und für jeden weiteren Bürgermeister einen Scheck von 2.000 Euro. Das ist der Anfang für dieses Jahr. Ich hoffe, wir gehen das weiter. Wir wollen ja dieses Jahr die 50.000 Euro Grenze überschreiten. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Vor Sie haben ja 44.000. Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. So. Bitte schön. Alles klar? Gut. Dann darf ich hier vorne schnell noch einen. Elfi, komm her. So.
Und ich glaube, es fällt uns auch 2015 wieder was ein. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Also es kann verfolgt werden, wo es genau hingeht, im Internet, auf unserer Internetseite oder auf die Internetseite der jeweiligen Bürgermeister. Die machen dann immer schöne Fotos und machen Berichte. Wir sagen nochmal von ganz, ganz Herzen für die Unterstützung, weil wir brauchen Unterstützung von allen Richtungen, auch, sagen wir mal, von oberster Stelle. Ohne den geht es gar nicht. Und sagen Dankeschön, dass wir mit eurem Namen damit arbeiten dürfen. Das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Auch unseren normalen Bürgermeister, unseren normalen und die ganzen Spenden einmal können. Spenden! Erdmännchen! Schön, Jutta Kalabov, ausgeht. So, bevor es weitergeht ins Programm, meine Damen und Herren, habe ich noch eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich hier eine Liste, die Herrschaften, die jetzt aufgerufen werden. Bitte ich mal ganz kurz auf diese Bühne zu kommen. Rolf Dietmar Schuster, Karin Ober, Elke Schwerer, ist schon da, Meckhagen, Leni Döller, die Leanne Pütz, Eva Kappes, Josef Erfeln und Nicole Ober. Sie wissen nichts davon, aber ich bitte, kommt mal bitte eben zur Bühne. Ihr kriegt einen ganz vollen Einmarsch. Ja, kommt so. Wir haben gedacht, liebe Freunde, dass die Herrschaften, die jetzt hier oben auf der Bühne stehen, sind mitunter die Herrschaften, die die letzten 33 Jahre immer für die Erdmännchen gearbeitet haben. Und denen bin ich eigentlich dankbar, das Erbe, was ich vor 3 Jahren übernehmen durfte, das sind die Herrschaften schuld. Und ich hoffe, ich vertrete es angenehm in euren Worten und sage nochmal Dankeschön, dass ihr viele, viele Jahre für die Erdmännchen da wart, auch diese Veranstaltung durchgeführt habt, wie hier die Sitzung oder auch den 11.11. Und ich sage jetzt, was jetzt kommt, hat der Sartori noch nicht gehört. Ein Riesenapplaus auf 3. 1, 2, 3! Ich soll es einmal zeigen, meine Damen und Herren. Sie kennen mittlerweile, wir haben ein neues Erdmännchen-Emblem, da oben ist es. Und wir haben einen Künstler, der lieber Rollo, der uns das entworfen hat. So, und Sie wissen ja, wie es ist, da werden immer Verträge gemacht. Und wir haben ihn also sozusagen auslocken können. Ich sage, pass mal auf, wir brauchen einen Vertrag, wir brauchen mehrere Bilder. Und wir haben einen Vertrag mit Ihnen gemacht über 100 Drucke. Das sind Originaldrucke. Und diesen Druck bekommt jeder von euch, von uns geschenkt. Und sagen damit Dankeschön für die vielen, vielen, vielen tollen Jahre. Und ich hoffe, dass ihr noch weiter noch uns verlangen habt. Guck mal, wie darf ich das schon mal so übergeben? Auch. So, wir haben auch immer das sehr geheim gehalten, weil ab sofort können Sie diesen Druck auch kaufen. Wir haben ja dann noch so ungefähr 80, 85 Stück für 49,50 Euro. Das geht alles automatisch dann hier in unsere Kasse. Wir sagen an diesen Herrschaften, denen wir viel, viel zu verdanken haben, Dankeschön und einen Riesenapplaus und dann 3-mal Kölle! Kölle! Erdmännchen! Dankeschön. Ach, da kommt wieder Spenden, hervorragend. Oh, die Benz. 70 Euro. Trio Jugend. Vielen, vielen Dank da oben. Vielen, vielen Dank. Und 100 Euro. Sehe ich das gar nicht. Oh, gar nicht. Ich habe es ganz nicht gesehen. Okay, nochmal 100 Euro. Vielen, vielen Dank. Könnt ihr ruhig weiter so machen. Dann macht er sehr, sehr gut. Also, es war uns eine Ehre. Es war so eine Ehre wert, den Ehre gebührt. Ihr seid auf der Bühne. Wir sagen mal Dankeschön. Einen dicken Applaus und Ausmarsch für unsere wunderbaren, tolles Team für die Erdmännchen. Stopp. Ja, wir haben natürlich jetzt gerade diese netten Menschen hier, aber wir wollen uns nicht versäumen, einen anderen Mann noch Danke zu sagen. Nicht für die Präsidentschaft bei den Erdmännchen, wenn wir noch irgendwie muss vertreten, dass sie schon drin sind. Nein, er hat 33 Jahre Bühnen
Mit dem ersten Zwiegespräch möchten wir jetzt beginnen. Sie sind seit über 20 Jahren erfolgreich. Sie hören zu Köln-Wiener Dom. Sie sind einfach toll in ihrer Mimik, in ihrer Gestik, in ihrem wahnsinnig tollen Verzell. Ich darf Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Hier sind für Sie die 2 Schlawiner. Habe ich auch gesehen, wie ich reingekommen bin. Ja, du bist eine Fuchs. Und soll ich dir mal was sagen? Mein Gefühl sagt mir, die Frauen, die heute hier sind, sind viel netter als die gestern Abend in Gürzenich. Ja, das sage ich nicht nur so. Hier, gestern Abend in Gürzenich haben die mich fertig gemacht auf der Toilette. Wie, die Frauen haben die schwedische Mann auf der Toilette? Ja, die sind alle auf mich drauf und sauer waren die und geschimpft haben die. Hast du wieder eine WC-Enten gefüttert? Nee, weißt du was? Die haben behauptet, dass ich nicht richtig wüsste, wo ich müssen müsste. Ja. Wenn ich nicht richtig wüsste, wo du müssen müsste. Keine Ahnung. Da kann ich doch bestimmt noch 50 Mal erklären. Was? Da gibt es 2 Dürre. 2 Türen, ja klar. Auf der einen steht D und auf der anderen steht H. Ja, und ist doch klar, dass ich dann für Deutsche gehe und nicht für Holländer. Ja, meine Freunde, wir wollen wieder mal ein Programm. Und zwar ist es schön, wenn man tolle Redner hat, wenn man herrliche Musik präsentieren kann. Aber das Salz in der Suppe einer jeder Sitzung ist doch ein wunderbares Tanzchor. Und wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben für Sie genau das Richtige. Mehrfach sind Sie ausgezeichnet im Kölner Karneval. Ich darf Sie bitten, erheben sich von den Plätzen. Wir empfangen die Höppemützja. Vielen
Die Kostelaufensrunde hat Ihnen unser erster Tanz gefallen. Hervorragend, vielen Dank. Als nächstes haben wir Ihnen unseren neuesten Tanz mitgebracht. Eine Liebeserklärung an unsere Domstadt. Wir haben Papier und Bleistift gezückt und für unsere Stadt einen Tanz geschrieben. Und den möchten wir Ihnen jetzt gerne zeigen. Dieser Tanz hat einen wunderbaren Namen, und zwar Verliebt in Köln. Und den gibt es jetzt für Sie. Viel Spaß!
Herr Schauer-Vorbleit, wir haben hier die Chance, im großen Satori aufzutreten und da kommen Sie zu spät. Ja, da kann ich nichts für, weißt du, nicht daran, ich habe einfach im Stau gestanden. Guck mal, da vorne, der kann das auch singen. Ja, wie Sie haben im Stau gestanden, wenn wir hier auftreten, da gibt es keinen Stau, da wird rechts oder links überholt, auf jeden Nein, Fall. du verstehst das nicht. Ich hatte 20 Kilometer Stau auf dem Weg nach hier auf der A4. 20 Kilometer Stau, da habe ich still gestanden. Herr Schaber, das ist mir doch egal, wie lang der Stau ist. Rechts oder links überholen und dann sind Sie pünktlich. Nein, ich konnte doch ja nicht überholen. Wieso? Ich war doch der Erste. Ich habe Sie bitten, erheben Sie meine Plätze, feiern Sie mit ihnen. Hier sind unsere Buben. Ihre Eierfuhle, Brumme, lange Moore. Und die Lücken sind am Lohren. Ob die Eier, ob die Brumme, ob die Moore. Jetzt sagst das jede Mama immer ganz normal. Wenn nur jede frische Eier, dann ist ein Salat. Im Abschreibungsfeuer aus der Kopfstoff, ey, Mann, wieder. Mit Gemüse und Schnecke, inklusiv, da ist noch mit zur Tür. Und diese Eier, faule Pflaume, lange Möhre. Ja, und die Leute sind am Schauen. Auf die Eier, auf die Pflaumen, auf die Möhren. Ja, in Kuno. Das ist aber noch nicht alles davon. Ja, in Kuno. Was soll ich sagen? Haben wir Fußball-Weltmeister? Gut Job. Kinder, ist das euer Ernst? Soll ich es nochmal wiederholen? 7:1 gegen Brasilien. Wir hatten vor 2 Jahren eine Phase, wo man in Köln nicht wirklich auf einen neuen Text gekommen ist und so man dachte man sich, fliegt man mal raus an die Copacabana bei 29 Grad Wassertemperatur, hat das wunderbar funktioniert. Ich bräuchte jetzt gleich mal kurz eure Hilfe und zwar ein lautes Ohio von euch zurück. Wir machen mal eine kurze Trockenübung, der Kalli und ich, damit ihr ungefähr wissen, worum es geht. Also, Achtung. Oh, ihr mit, oder? 3, 2, 1, ihr. Oh. Jetzt ist so ein Ojo ja relativ unspektakulär, da müssen wir mir recht geben. Ne? Also Ojo kann ja eigentlich jeder. Ich habe unten im Foyer gerade 4 Typen mit Lederhose getroffen, die haben die Theke angespielt und ich habe gedacht, bevor die sich noch einen Roll spielen, nehme ich die einfach mit hoch in den Saal 1 und wir machen hier ein bisschen Stimmung. Wäre das in Ordnung für euch? Ich kenne zwar ihre Namen nicht, aber Instrumente sagen mir was, Gitarre. Bassgitarre. Keyboard. Akkordeon. So, und jetzt kommt das Überinstrument, das lernt man eigentlich mit Seepferdchen. Oh, Sole mio, Spanien! Du. Weißt du, warum dieser Sitzplatz da frei ist? Nein? Im Foyer erzählt man sich, da würde die Stimmung sitzen. Sollen wir das ausdiskutieren oder stimmst du mir zu? Du stimmst mir zu? Okay, pass auf. Ich habe da eine spontane Idee bei 3. Wir gründen jetzt den ersten Satori-Rahmenkabellchen Gastanietten e.V. Und ihr gestaltet sich ungefähr so, dass ihr alle eure Händchen mal nach vorne streckt. Alle Hände nach vorne. Alle Hände nach vorne. Lasst die Hände los. Alle Hände nach vorne. Und der Schweiß, der sich seit Sitzungsbeginn auf eurem Rücken gebildet hat, auf eurem Handrücken, den schlagt ihr eurem Nachbarn jetzt links und rechts ins Gesicht. Ja? Stimmung! Fieber fasten Abend, oh. Klatschen von früh bis spät am Abend, oh.
Bock auf Ekstase? Kinder, Hat hier jemand Bock auf Ekstase? Das sieht fantastisch aus. Das sieht fantastisch aus. Während euch dabei langsam aber sicher die Arme einschlafen, kriege ich dein linkes Händchen und das ist rechts, Hase. Du musst links hin. Ja, so. Während euch dabei langsam aber sicher die Arme einschlafen, müsst ihr bitte Folgendes singen. Pass auf. Schalalalala. Das klingt hier oben so fantastisch. Wir nehmen die rechte Hand mit dazu und machen weiter mit Schalalalala. Beide Arme gehen jetzt dreimal nach oben und wir machen wow, wow. Stopp. Finde den Fehler im Bild. Unsere Hände sind oben, eure. Aha, alle mal winken. Ja. Ihr seid jetzt offizieller Teil des Buches Selbsthilfeprogramms 2015. Und wenn ihr euch damit genauso verbunden fühlt wie wir, müsst ihr bitte mal alle ganz laut machen. Siehst du denn, wie gesagt, die Selbstmotoren machen das. Kommen wir zum Schluss. Wir schwenken zweimal von rechts nach links und singen dabei wieder